Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Sandra Müller, die ist Trachtenschneiderin und Posamentenknopfmacherin. Und sie zeigt mir doppelt Thumbs up. Hallo Sandra. Grüß dich. Beschreibe deine Heimat mit 3 Worten. Bunt, das muss ich sagen, weil mein Slogan ist, meine Heimat ist bunt. Also ich liebe einfach die Vielfalt, jetzt nicht nur die Farbe, sondern eben auch Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Finde ich super. Also bunt würde ich sagen. Dann eine vielfältige Landschaft. Bunt, vielfältig, was ja auf eine Art auch bunt ist, aber ich will hier nicht... Ja, das stimmt. Aber die Landschaft, nein, ich wollte jetzt eigentlich die Landschaft betonen. Ja, das Heimat und Landschaft, das gehört irgendwie zusammen, finde ich, für mich. Also eine Region, in der ich mich wohlfühle, einfach auch landschaftlich. Jetzt hier zum Beispiel in Bayerisch-Schwaben vermisse ich halt meine fränkischen Hügel und Wälder und Felsen. Aber wenn ich in Franken bin, dann denke ich mir so, jetzt so ein weites Flusstal wie in Bayerisch-Schwaben oder die Allgäuer Berge, das wäre schon auch schön, ja. Also das haben wir halt alles in Bayern. Fehlt noch ein drittes, bunt, vielfältig? Da fehlt noch ein drittes. Es waren ja schon mehr als 3 Worte. Aber ein dritter Punkt wäre in guter Gesellschaft. Also ich fühle mich da zu Hause, wo ich Menschen um mich rum habe, mit denen ich auf einer Wellenlinie bin. Menschen, die sich auch gerne engagieren, sozial oder ja auch für Kunst und Kultur, die einfach dran glauben, dass der Einzelne was bewegen kann. Und die nicht nur dran glauben, sondern die auch was machen. Kennst du einen bayerischen Trinkspruch? Ein bayerischer Trinkspruch fällt mir jetzt so spontan keiner ein, aber wir sind hier so ein Haushalt, wo der Schnaps niemals ausgeht, weil, also mein Freund, der setzt einen fantastischen Limoncello an, also ein Zitronenlikör, der ist im Landkreis weithin bekannt als Partycello, weil er einfach auf keiner Party fehlen darf. Oder auch so ein Chili-Ingwer-Likör, also das sind so unsere Stammliköre. Und das bei uns ist so bayerische Provinz, alle Schwarzbrenner und so, ne? Brennen tun wir nicht, wir setzen ja an in der Likör. Ja, das ist bei der nächsten Stufe. Nee, und das ist schon so, also auch wenn wir Gäste haben oder was, dass man dann mal ein Schnäpschen ausschenkt. Und wenn wir dann anstoßen, dann ist es schon jedes Mal so, dass wir auf etwas anstoßen. Also das ist kein Trinkspruch, sondern man überlegt sich, man hält mal kurz inne und man überlegt sich so, was ist jetzt cool oder was wünschen wir uns oder wer ist gerade nicht da und so. Und das finde ich schön. Hast du ein bayerisches Lieblingslied? Ein bayerisches Lieblingslied. Nee, aber Wie ist denn dein fränkisches Lieblingslied, dein bayerisches? Das ist Britscher Brat. Britscher Brat, sabbens rum in meinem Salat. Reisen raus die schönste Blume, das keiner kennt, da kommen Britscher Brat. Ja, das müssen wir jetzt halt. Was heißt Britscher Brat? Ja, Britscher Brat halt als Prügelbrot oder so vielleicht. Also halt einfach so neigstampft ins Blumenbeet, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß kein hochdeutsches Wort dafür. Wow. Aber das gibt's. Es gibt im Hut auch eine Frage, ob es ein bayerisches Wort gibt, wofür es keine hochdeutsche Übersetzung gibt. Und es ist noch nie gut beantwortet worden. Es ist noch nie beantwortet worden. Und eventuell haben wir das jetzt gerade hier gefunden. Ja, nee, aber ich habe so das Gefühl, es gibt da was. Aber Prügelbreit gibt's ja nicht in Hochdeutsch. Prügelbreit? Nee, Prügelbreit. Breit geschlagen? Nee, aber das ist auch wieder nicht, das ist... Nee. Oh mein Gott, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich werde es rausfinden. Das ist jetzt eine komische Frage. Wie hältst du es mit Tracht? Also erstmal würde ich gerne definieren, was ist Tracht? Ich glaube, dass die meisten Leute Tracht hören und Dirndl und Lederhose denken, was auch völlig okay ist. Aber wenn ich jetzt persönlich Tracht sage, dann meine ich eine regionale, historische Kleidungsform, die anlassgebunden getragen wurde und von der Konfession bestimmt war. Und die im Grunde in Bayern jetzt langsam ausgestorben ist. Tracht, die man auch im Alltag getragen hat. Und wie hältst du es damit? Also ich habe einen sehr großen Kleiderschrank oder mehrere auf jeden Fall.
Und es gibt durchaus Momente oder Anlässe, wo ich gerne auf historische Kleidungsstücke auch zurückgreife. Zum Beispiel aus der Region, wo meine Urgroßmutter herkommt, die ihr Leben lang Tracht getragen hat, obwohl sie es nie so genannt hat. Und die kombiniere ich dann halt gerne im Alltag auch mit anderen Sachen. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viel selbstgenähte Neuinterpretationen von regionalen Trachten. Und die trage ich auch sehr gerne und sehr oft. Ich habe eigentlich immer was Selbstgenähtes an und ich habe eine breite, also wie soll ich sagen, also es ist ein weites Feld. Ich kann entweder relativ authentisch mich kleiden oder auch sehr modern. Ich habe alle Möglichkeiten. Sieht es trotzdem immer, das würde ich dir jetzt zutrauen, dass es, auch wenn es modern ist, immer ein bisschen so aussieht, als würdest du Tracht tragen oder zumindest zitieren? Also das ist merkwürdig. Das ist mir tatsächlich schon öfters jetzt so gegangen, dass ich, sogar wenn ich so ein weites Kleid anhab, wo jetzt nicht mehr wirklich viele Trachtenelemente da drin vorkommen, dass die Leute aber so, wie ich das kombiniert habe, mich angesprochen haben, entschuldigen Sie, was tragen Sie denn da für eine Tracht? Und dann muss ich immer sagen, ja, meine eigene, das habe ich selber erfunden. Das ist die beste Werbung für dein Geschäft, oder? Ja, stimmt. Da bin ich aber immer schlecht drin. Mein Freund, der tut mir dann immer so in die Rippen, jetzt Visitenkarte, aber das kann ich nicht so gut. Ja, und an sich, also ich liebe es an Bayern, dass es so eine Vielfalt gibt an Trachten, also an Möglichkeiten mit dem Thema Tracht umzugehen. Es gibt die historische, authentische Tracht, es gibt die Vereinstracht, es gibt die Dirndl-Party-Festzelttrachten und ich bin da halt irgendwo dazwischen und bereichert das Spektrum noch um eine Möglichkeit. Du brauchst ein authentisches Gastgeschenk aus Bayern. Wo und was kaufst du ein? Mit einem Posamentenknopf ist man immer gut bedient, ja. Gut, aber abgesehen davon würde ich jetzt schon als Mitbringsel, denke ich an was nicht blöd rumsteht, sondern was man essen oder trinken kann. Also ich habe tatsächlich schon aus Franken Holzofenbrot mitgebracht nach Hessen zu meiner Verwandtschaft. Oder wenn ich meine Franken besuche, dann bringe ich auch gerne hier aus Schwaben mal was mit, irgendwie eine besondere Wurst oder so. Oder von unserem Nachbarn, der ist Imker, ein Glas Honig. So. An sowas würde ich denken, regional produzierte Lebensmittel aus der Umgebung. Ja, weil man da auch einigermaßen sicher sein kann, dass es die nicht überall zu kaufen gibt, weil sonst Gegenstände, in Zeiten des Internets gibt's alles überall. Ja, genau. Ja. Und ich mag halt auch gerne Geschichte erzählen und ich finde es halt auch cool, ich mache ja auch selber was, ne? Und ich finde es auch toll, wenn andere Leute was selber machen und anbieten. Das finde ich einfach total schön, unterstütze ich auch gern. Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee? Mir ist an mir. Weil das ist für mich so, wir sind einfach die Allergeilsten und die anderen sind alles Langweiler. Und das ist nicht so. Es gibt überall Menschen, die interessante Dinge machen und Regionen, die schön sind und besondere Speisen. Also das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Aber das ist jetzt vielleicht, ist das ein Klischee? Ein selbstgewähltes, ne? Weil im Grunde ist es eine Eigenwerbung, mit der die Bayern unterwegs sind. Das Mir ist an mir. Ja, aber wie gesagt, ich finde es überheblich. Kennst du eine bayerische Sage? Ich kann sie leider nicht erzählen, aber ich weiß, dass es im Donauried den Haukermann gibt. Der Haukermann, der zieht dich in den Torf hinein. Irgendeine Torfstecherlegende. Gute Güte. Ja. Oh. Was ist deine Lieblingsstadt in Bayern? Bamberg. Warum? Weil ich da studiert habe, weil, ja, das haben früher immer die alten Leute gesagt, ja, genieß die Zeit, das ist die schönste Zeit in deinem Leben. Da habe ich mir gesagt, hör mir auf, ne? Und jetzt bin ich so alt und sage, ja, ach Gott, Bamberg, die Studienzeit, die schönste Zeit in meinem Leben. Ja, Bamberg ist einfach eine Stadt, die hat so viel zu bieten, die ist lebendig durch die Uni, da sind viele junge Leute, da ist Kunst und Kultur, ist Volksmusik, da ist sind mehrere Hügel, historische Gebäude, die es da zu betrachten gibt und die den Flair der Stadt ausmachen, geile Wirtschaften, ringsrum die Fränkische Schweiz als Top-Ausflugsziele, fantastisch. Also
So habe ich es in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es heute ist. In meiner Studienzeit war ich halt auch in einer coolen Community da unterwegs. Und aus vielen Leuten ist auch echt was geworden. Also Poetry Slammer und Volksmusikanten. Und es war cool, da so dabei zu sein. So eine Aufbruchsstimmung auch. Also. Gibt es einen Unterschied zwischen Frühshoppen und Brunch? Also in Frühshoppen, da stelle ich mir halt, habe ich sofort das Bild von einem Seidle Bier vor mir. Und bei einem Brunch, da sehe ich eher so Hipster-Muttis, die halt eine Hafermilchlatte trinken, was auch gut schmecken kann. Gibt es ein besonderes No-Go in einem bayerischen Wirtshaus? Sich beschweren, warum die Bedienung so unhöflich ist. Weil das gehört einfach dazu, das erwarte ich, dass die unhöflich ist. Wo wolltest du in Bayern schon immer mal Urlaub machen? Bamberg. Das wäre auch schön. Nein, also was ich jetzt so gut wie gar nicht kenne, ist dieses ominöse andere Bayern. Also Oberbayern. Da war ich jetzt bisher noch nicht so oft. Da sind wir einmal im Jahr auf einem fantastischen Textilmarkt im Kloster Benediktbeuern. Und da ist aber nie Zeit, dass man dann wirklich mal noch eine Wanderung macht oder so. Also da könnte ich mir vorstellen, mal Urlaub zu machen. Auf jeden Fall Natur, Berge, da mache ich Urlaub gerne. Das heißt, wenn du die Frage gezogen hättest, die gibt's auch hier in diesem Hut, Stadt oder Land, hättest du geantwortet? Hätte ich ganz laut Land geschrien. Ich bin auf dem Land groß geworden und ich brauche das halt einfach die Ruhe und ab und zu mal einen Ausflug in eine Stadt zu machen, ist schon schön, aber ich bin auch immer so schnell reizüberflutet. Nee, da bin ich lieber im Grünen und verschwinde am besten einmal im Wald irgendwo. Ja. Sandra Müller, vielen Dank. Ja, ich danke. Und wenn ihr mehr von Sandra hören wollt, dann haben wir noch eine ganze Stunde für euch und die findet ihr unter erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.